Europäische Volkspartei ist die größte Parteienfamilie in Europa. Für über 40 Jahre als DVP zu Lützeburg gegründet ging, sind die pro-europäischen Mit-Arretsparteien zusammen. CSV war von Anfang an dabei. Und ich bin hoffentlich, seit Jahrzehnten an der Partei mit Politik in Europa zu machen. DVP hat ein klares Wertefundament. Die Würde vom Mensch, Freiheit und Verantwortung, Gleichheit und Gerechtigkeit, Solidarität und Subsidiarität. So steht es am Grundsatzprogramm. Und auf diese Grundsätze ist Europa abgebaut gehen. Und diese Grundsätze haben die Memberparteien sich auch zu halten. Weil ohne diese gemeinsamen Werte gibt der größte europäische Partei an Sinn und Kompass viel verloren gehen. Aber eben gerade diese Wertefundamente hat der Premierminister aus Ungarn, Viktor Orbán, schon seit Jahren verloren. Schon lange vor der Flüchtlingskrise hatte ich damals als Vizepräsidentin von der Europäischen Kommission, zuständig für Justiz, harte Auseinandersetzungen mit Viktor Orbán. Damals hatte schon probiert, Demokratie, den Rechtsstaat, Menschenrechte mit Face zu trippeln. 2011 zum Beispiel. Du wollt die ungarische Regierung das Pensionsalter der Richter von 70 auf 62 Jahre hochsetzen. Für so massenweise unbequeme Richter Last zu gehen, an die Posten mit Leuten zu besetzen, die besser an die Linie von der Partei gepasst haben. Das war ein klarer Angriff an die Unabhängigkeit von der Justiz. Die Kommission hat den Fall für den Europäischen Gerichtshof gebracht und am November 2012 hat der Gerichtshof die ungarische Behohlen als nicht konform zum EU-Recht deklariert. Und auch beim ungarischen Datenschutz ist es schief gelaufen. Und da hat auch die Kommission sich für das Europäische Gericht durchsetzen. Das sind nämlich 2 Fälle von vielen, wo klar festgestellt wurde, und zwar vom Gericht und nicht von der Politik, dass Ungarn sich nicht an Grundrechte gehalten hat. Der Viktor Orbán geht aber nie klein bei. 2013 hat die Musikikon von der antisemitischen Jobbik-Partei mit dem ungarischen Verdienstorden ausgezeichnet. Und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Du kommst auch mit dem nächsten Affären von der Todesstrafe, die Aushöhlung von der Pressefreiheit, ein populistischer Schritt nach dem anderen. Dazu passen dann auch die repetiert für sich, für die ungarischen Minoritäten am Ausland zu stüppeln, für die vom Großungarn es ableben zu lassen, und so Unruhe an den Nachbarländern zu provozieren. Bei all diesen Vorgeschichten ist es dann absolut nicht zu verwundern, dass den Orbán Flüchtlingskrise auch für seine Zwecke missbraucht. Es geht hier nicht um die Sicherung von den Außengrenzen von der Europäischen Union, weil die ist ohne Zweifel nötig. Es geht auch nicht um die Frage, wie viel Immigration Europa meistern kann. Es geht am aktuellen Fall um Grundrecht auf Asyl. Es geht um den Ersatz von Gewalt, inklusive Waffengewalt gegen Flüchtlinge. Und es geht darum, Stimmung gegen andere Religionen zu machen. Den Orbán hilft mit seiner Xenophobie und Diskrimination der österreichischen FPÖ, dem französischen Front National und anderen Rechtsradikalen, mit denen wir hier im Europaparlament Tag für Tag zu dienen haben. An einer Parteienfamilie kann in all Probleme beschwätzen und lesen, wenn das auf Basis von gemeinsamen Werten geschieht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann geht es schwer, zusammen zu schaffen. CSV hält die Werte ganz seriös. Von Lützeburg aus verteidigen wir sie auch. Am Vergleich mit dieser Schwesterpartei sind wir natürlich klein, aber eine Stimme hat auch gewicht. CSV hat zu Jahren schon schriftlich beim Präsidenten von der EVP gegen den Orbán seinen Verstoß gegen diese Werte protestiert. Hier schürt schon lange dem Image von der Europäischen Volkspartei. Und dafür ist Zeit gekommen, für die Memberschaft von Orbán seiner Fidesz-Partei an der Europäischen Volkspartei eine Frage zu stellen. Lang
Viel zu lang haben wir toleriert, dass der Viktor Orban Rotlinien überschritten hat. Zu lang haben wir noch geguckt, wie als Wärter muss Urcht gesehen. Damit muss Schluss sein. Dem Orban sing Fidesz-Partei soll aus der Volkspartei austreten oder sich ändern. Das muss einmal klar gesagt gehen, auch wenn es so Stellungnahmen, und das können ich ja wohl vorstellen, als Konsequenz massiv persönliche Attacke vor Rechtsextremisten mit sich ziehen. Aber das wert, weil als menschlich a Gesellschaft Werte sind immer der Wert, verteidigt zu gehen.